Und schon sind wir auf der ganzen Welt live. Na, du musst bei YouTube doch erst noch auf Live drücken. Mein Gott. Ja, das weiß ich schon, aber da muss ich noch warten, bis es heißt, sehr gute Verbindung, was es jetzt heißt. Und dann muss ich nur dieser Livestream-Starten-Button ausgrauen. Was er jetzt da hat, da kann ich jetzt draufdrücken. Und somit geht es hier ab. Der Chat ist schon voll mit tausenden Leuten da. Huber Chris ist da, Gikra, Wallnudel, interessiert keinen, weil das Intro einfach drüber läuft. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Ah, schön, schön. Schön. Der Chaos-Troll ist da. Hab ich noch nie gesehen, Chaos-Troll. Servus Christi. Ahoi, hallo. Der Sesslinger Sepp ist auch wieder da. Der sagt ja gleich mal, dass es an Korbi jetzt etwas kostet fürs zu spät kommen, weil ich habe auch gleich mal gesagt, dass wir wegen dir jetzt spät sind. What? Bitte? Ja. Wo hast Ja, du das gesagt? Wann? Im Chat habe ich es auch gleich eingestimmt, weil da haben sich schon die Nachrichten gestaut, wann wir mir endlich kommen. Echt, hey, Leute, das ist überhaupt nicht mehr cool. Wisst ihr, dass wir hier also Gott, das wisst ihr natürlich nicht, wir nehmen nämlich halt auch nur zusätzlich auf, das ist alles purer Aufwand. Purer Aufwand. Den ich gern mache für unsere Hörer und trotzdem pünktlich kommen, dass die nicht warten müssen, aber du scheißt anscheinend auf unsere Hörerschaft. Wenn jetzt noch rauskommt, dass ich so gut wie keine News hab, dann wird's richtig kritisch. Ah, ich befürchte wieder, dass mir Isma Alfussli redet und du einfach nur da sitzt. Bertmann ist auch da. Ich habe letzte Woche, ich habe mir jetzt zur Vorbereitung auch nochmal die Folge von letzter Woche angeschaut. Okay. Und ja, also, wenn du nichts verzeiht jetzt von der E23, war es genauso gut gewesen, weil du 3/4 vergessen hast. Was für einen Finger zeigst du? Der Kamera ist so unscharf, dass es nicht erkennen kann. Ja, leck mich doch, was soll denn das? War das der mahnende Zeigefinger? Das war mein großer C. Der große C. Ja. Da holt ich meinen lieber nicht in die Kamera, weil mein Doktor sagt, ich hab Zehennägel wie eine 90-jährige Oma. Ja. Das ist eine Form von Bodyshaming. Also, warum? Was dann? Nein, das war ein Witz. Das war ein Witz. Du hast es sehr gut gemacht. Ich war sehr verwundert, dass du wirklich so viel aus der D23 mitgenommen hast. Das Einzige, was du vergessen hast, war mit zu erwähnen, dass die Unglaublichen 3 auch angekündigt wurde. Das ist eine sehr essentielle Info, weil die Unglaublichen ist auch ein sehr beliebtes Franchise mittlerweile. Das habe ich tatsächlich mit Absicht unterschlagen, weil ich mir da Worten noch nicht einmal gesehen. Ah, okay. Und dann ich kenne mich in der Welt nicht aus. Achso, und dann sagen wir einfach nichts vom dritten Teil, weil wir im zweiten Teil nichts gesehen haben. Ich kann ganz oft die Unglaublichen und die Eternals nicht auseinanderhalten. Stimmt, das haben wir schon mal gehört, gell? Ja, so ist Irgendwann die Unglaublichen und einen Unglaublichen Hulk kannst du nicht auseinanderhalten. Gar nichts kann ich machen. Mal schau, wie sie sich um die einfach sorgen. Da hörst du wieder, geht's so gut. Wisst ihr, er liegt einfach in seinem eigenen Suff irgendwo. Sud. In meinem eigenen Sud bin ich gelegen. Ja, Krawallmaus, danke, dass du nachfragst. Das von letzter Woche ist vorbei, dafür fällt es jetzt wieder woanders, aber das ist ja, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Hauptsache, ich werd angefegt. Das macht ihr doch mit Absicht. Das wollt ihr doch einfach. Das ist ein Abend auf der Biergarnitur im Geibohnfest sitzen und dafür eine Woche lang Bandscheibenkreuz will haben. Das ist richtig geil. Ja. Und was du noch nicht erwähnt hast, war, Daredevil Born Again hat jetzt einen offiziellen Starttermin im März 2025 bekommen. Der Daredevil soll auch in mehrere MCU-Projekte auftreten. Sie haben noch nicht genau das gesagt, wo's. Und der Vincent D'Onofrio, der an Kingpin spielt, hat er schon gesagt, dass die Disney-Serie mit der Gewalt weitergeht, als es Netflix sich getraut hat. Oh, das sind schon große Töne, weil zu Netflix-Zeiten war das schon wild. Da bin ich gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Das gerade mal schnell zur Einleitung an für mich persönlich nur 2 wichtige Sachen, die in der D23 erwähnt wurden, die der Corby trotz offensichtlich hervorragender Vorbereitung letzte Woche übersehen hat. Aber sag euch unterschlagen, so ist es. Ja, wahrscheinlich. Ich wollte tatsächlich, ich hätte es natürlich verraten können. Andererseits, aber ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte jetzt dann Seppi auch nicht als absolut Ahnungslosen dastehen lassen und deswegen mal wieder mit Absicht der Posaune vergessen. Ja, der Suppenkasperl, der Traurige. Ich bin nur fürs Gaming da und ich spring ab und zu ein. Halt doch dein Maul. Ins Kino rumpeln und den ganzen Tag Kassetten schauen und was weiß ich und dann kann er nicht einmal eine halbe Stunde über Filmnews schmerzen. Der regt mir jetzt auf. Hoffentlich schlagen sie in der Gamescom.
das wollte ich jetzt gerade sagen. Also der Seppi, falls ihr den vermisst, wie ich, der ist aktuell auf der Gamescom und hat uns eigentlich versprochen, dass er uns einen Haufen Zeug zuschickt, dass wir das für euch posten können. Nix tut er dir, ich hab's genau gewusst. Ich hab Das ist so ein Säumsackel. Das ist so ein Säumsackel. Es tut mir echt leid. Dann kriegt er jetzt seine nichtssagenden Scheißausbeutel daher. Ich sage, wo ist denn, ist Gamescom die ist in Köln, oder? Nicht in Frankfurt. Die ist in Köln, ja. Ah, schade. Weil in Frankfurt hätten sie wahrscheinlich schon angestochen. Naja, Oh, vielleicht echt, schlagen sie dann echt, einfach. da müsst ihr jetzt einen Witz drüber machen. Es ist ja ein bisschen unpassend. Warum? Weißt du, da gestern einen erschossen haben. Wo, in Frankfurt? Ja, am Bahnhof. Ja, keine Ahnung. Aber das ist. Ja, dann ruhig. Also vielleicht, eventuell, danke an alle, die mir jetzt hier beruhigen wollen. Also Krawallmaus und der Sesselmann, ihr seid cool, alles gut. Ich habe nie im Leben da was gegen euch sagen. Machen wir doch mal gleich weiter. Und du hast mit mir Frankfurt Hauptbahnhof. Seit gestern die ganze Zeit Heulnachrichten geschickt und das der war wohl nicht wahr sein. Was ist los mit der Welt? Bla bla bla. Ich mag nichts mehr hören davon, ich mag nicht mehr. Der Acolyte bekommt keine zweite Staffel. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja, ich nicht. Ja, aber nachdem die so lange in die Top-Streaming-Charts mit drinnen war, sogar nach Staffelfinale war die, glaube ich, nur 2 Wochen in die Top 10. Bei Disney. Nein, das ist ja diese Charts vom Seppi, die uns so mit zuschickt. Du müsst wissen, diese Streaming-Charts waren vom Seppi, heute haben wir es nicht gekriegt, danke für nichts, Seppi. Das sind die US-Streaming-Charts plattformübergreifend. Da sind nicht nur die Disney-Charts drinnen. Und da war die Acolyte sogar nur 2 Wochen nach Staffelfinale in die Top 10 drinnen. Drum hätte es mich von die Zuschauerzahlen jetzt, also entweder waren die Top 10 Zuschauerzahlen für alle so gering, dass es wurscht war, aber dahingehend hat es mich jetzt halt echt gewundert, dass es canceln. Mich nicht. Kotzt mich an. Mich nicht. Also, ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, nachdem du mir das geschickt hast, während ich in der Arbeit war, und ich mir dann gedacht habe, eigentlich sollte jetzt wirklich alles stehen und liegen lassen und dann mit der bösen Brief an Disney verfassen. Aber es ist ja so, Disney hat ja seit ein paar Monaten einen neuen Chef und der sagt halt dann, alles was nicht lukrativ ist, wird gekickt. Und das zirkt er halt knallhart durch. Ja, wie gesagt, da war es mal interessant, die veröffentlichen ja alle keine Zahlen, aber ich glaube, bei den ersten Folgen... Die ersten 2 Folgen sind super gegangen und dann der Rest anscheinend hat es keiner mehr zu Ende geschaut. Das waren ja anscheinend da zwar so, wo es geheißen hat, beste Serienstarts auf Disney Plus überhaupt und so, die ersten 2 Folgen, also ist da erst wieder voll eskaliert. Ja. Ja. Aber es kennt's alle, es müsst jetzt gleich alle Hashtag Save the Acolyte oder Reunite Acolyte posten und dann auf dem Disney Plus Hilfebereich kann man Feedback abgeben und Wunschserien einschreiben, da schreibt's alle Acolyte Season 2 eine. Und schon ist die Staffel 2 Acolyte gerettet durch die Macht des Volkes. Okay, ich mache einen Gegenvorschlag. Ihr schreibt's, hey, wir hätten mal gern einen 17 Minuten langen Kurzfilm, der den Rest von der Story erklärt. Ja, es ist halt schon bitter, gell? Es ist endlich mal dieser Plagueis eingeführt worden, oder wer jetzt eingeführt worden und dann verlauft sich das jetzt einfach im Nichts. Also da hätte man noch richtig epische Sachen jetzt erzählen können. Weißt du, wie der Schauspieler von dem Auszubildenden Sith heißt? Vom Fremden praktisch, vom Kino. Ja. Irgendwas mit Money sowieso. Money. Ja, Der hat auf jeden Fall Money Manfred. Der hat auf jeden Fall Doppelpech gehabt, weil die Ankündigung ist an seinem Geburtstag rausgekommen. Stimmt. Nein, Doppelpech gehabt hat die Schauspielerin, die Zwillinge gespielt hat, weil die verliert ja praktisch eine Doppelrolle. Doppelgehalt, oder? Ja, traurig. Dafür ist eine coole News, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist, dass der Sean Levy, der Deadpool 3 jetzt unter anderem gemacht hat, auch einen Star Wars Film macht. Und was ich recht cool finde, er hat nämlich gesagt, wenn er einen macht, also das, was er macht, das soll kein Film sein, der irgendwie andere Filme dient, um irgendwas einzuführen, weiterzuführen, sondern er möchte was Eigenständiges machen. Vielleicht erwartet uns da dann was richtig Cooles. Sean Levy ist ein guter Regisseur, hat das jetzt gut geliefert. Finde ich cool. Aber auch noch so ein weiteres Trostpflaster ist zum Beispiel, dass der Temuera Morrison, der an Boba Fett spielt, schon bekannt gegeben hat, dass er keinen Auftritt im Mando-Film haben wird. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir diesen Boba Fett... Was willst du denn da in 1,5 Stunden alles drin haben? Glaubst du, das ist ja, so wie Boba Fett 3, hat Boba Fett hat die Figur, die kannst du ja... Das ist ja wurscht, wie lange das der Film dauert.
Außerdem wird ja nicht gerade 1,5 Stunden dauern. Ich gehe mir von knackige 2 bis 2,5 aus. Aber Boba Fett ist ja bei Mandalorian und im Book of Boba Fett sind ja die zwei Figuren schon ein bisschen miteinander verbandelt worden, darum hätte es ja irgendwie Sinn gemacht. Genau, so Schere. Hätte es irgendwie Sinn gemacht, aber ja, leider kriegen wir nicht zu sehen. Leider nicht. Ich bin immer gespannt, was wir mit dem Boba Fett noch machen. Echt? Darf mich schon interessieren, ob der noch also tatsächlich bin ich einer der wenigen Verfechter, und bitte bring mich nicht um, Doch. der eigentlich schon der Meinung ist, dieses Star Wars-Universum, das alte, sollte man halt jetzt einfach mal ein bisschen lassen, ne? Und haben sie ja versucht. Kaum machen sie es aber wird das sofort eingestampft. Ja, aber das sind wir halt nicht mit, man muss doch nicht immer gerne mit so riesen Ambitionen hingehen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt eine Serie, die da ein offenes Ende und hofft dann einfach nur, weil alle Star Wars-Fans ja offensichtlich Idioten sind, dass sie sich das dann schon anschauen und dann machen wir mir 18 Staffeln darüber. Passiert halt nicht. Man muss ja vielleicht erstmal ein bisschen mit einer kleinen Ambition hergehen und sagen, ähnlich wie ich streue jetzt ein paar andere News rein. Die Serie Dark Matter, die ich leider nur aus der Werbung kenne, die lustigerweise bei Prime Gluffer ist, die auf Apple TV Plus läuft, lief so gut, dass die jetzt sogar um eine zweite Staffel verlängert wurde, obwohl die Story eigentlich abgeschlossen ist. Alter. So geht nicht. Geht nicht. Hey, ich bin nicht mittig im Bild, das macht mich neidisch. Aber schau, so geht's halt dann auch. Man hätte vielleicht die Ecolite rund machen sollen, eine Staffel rund, und dann wäre jetzt keiner so richtig traurig gewesen, wenn es halt dann heißt, ja, dann gibt's ja keine zweite Staffel mehr. Ja, ich glaube, dass also auf der einen Seite, glaube ich, ist nicht so verkehrt, wenn sie bei Star Wars einmal eine Blutgrätsche kriegen, weil ich glaube, dass sie schon so damit gerechnet haben, da steht Star Wars drauf, das läuft, so ist der Selbstläufer. Ich finde es schade, dass es mit Ecolite jetzt so passiert ist, weil ich fand Ecolite nicht so schlecht, also das ist ja Review-Bombing ohne Ende gewesen. Bitte, bring mir mal ein Gegenbeispiel. Wo hättest du es denn überhaupt nicht schade gefunden? Na, wenn es einfach eine andere Serie gewesen wäre, die wirklich richtig schlecht gewesen war, wo du halt sagst, das ist wirklich so, wie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Marvel anschaue, mit Secret Invasion. Das ist so viel verschenktes Potenzial gewesen. Hä? Pitch das bitte. Mein Laptop möchte sich gerade verabschieden, ich muss da kurz was mounten. Ja, passt, dann kannst du mich dabei über Folgendes nachdenken. Ich hoffe, du hörst mich noch. Ich bin schon wieder da. Nein, das ist diese Secret Jetzt warte, was? Du willst eine Erklärung haben? Ich bring dir aber nicht aus dem Marvel-Universum. Ich möchte, dass du eine schlechte Star Wars-Serie pitcht. Da, wo du selber sagen darfst, okay, da wärst du nicht traurig, weil ich glaube, dass das bei dir nicht existiert. Hätten jetzt eine Serie gemacht über den Dark Jar Jar Binks. Ich wollte sagen, wäre die a Coming of Age Love Story mit einem jungen Jar Jar Binks haben, in der es darum geht, dass er von seinem Vater immer verprügelt worden ist und sie in seinen Hausfisch verliebt hat. Und dann hätte ich gesagt, wenn die abgesetzt wird, dann hätte ich gesagt, ja okay, zu Recht, das ist totaler Mist. Passt schon. Aber ich finde es halt schade, dass er gerade bei The Ecolite, weil da ist viel Potenzial drin, da hätte man jetzt wirklich noch viel draus machen können. Und wie du vorher schon gesagt hast, es ist endlich mal außerhalb von diesem ganzen alten Skywalker-Zeug. Es ist immer was Eigenes, was Neues, mit fast komplett neue Charaktere. Man hätte wahrscheinlich ein, zwei alte Bekannte wieder gesehen, ist ja in der letzten Folge angeteasert worden. Darum finde ich es schade, dass es da passiert ist, aber es ist auf der anderen Seite, um was Positives draus zu ziehen, nicht schlecht, weil es damit dann auch wissen, hey, nur weil Star Wars draufsteht, heißt das nicht, dass es automatisch vom Erfolg gekrönt ist. Wir müssen uns trotzdem weiterhin anstrengen. John Favreau, bitte komm vorbei und helf uns, weil du machst alles richtig scheinbar. Und wie heißt der andere, der mit dem Cowboy-Hut dabei ist, der mit dem John Favreau Ding gemacht hat? Der Robert Rodriguez. Nein, nicht oder? Rodriguez. Nein. Der Ding gemacht hat. Ja, mit dem John Favreau haben sie Mandalorian losgestammt, da hat immer einen Cowboy-Hut auf. Robert Rodriguez? Na, der hat nur was der hat nur Folge gemacht von Mandalorian und von Book of Boba Fett. Aber der hat immer einen Kabelhut auf. Ich stich die ab. ich google das jetzt sofort, die kann man für nichts brauchen. Der hat ganz viele Geschichten von Rebels geschrieben und von Clone Wars geschrieben.
Wenn ich den Namen liest, dann weiß ich es natürlich sofort wieder. Dave Filoni, in Gottes Namen. Natürlich, der gute alte Filoni Dave. Die zwei müssten kommen und dann hätten sie sagen müssen, jetzt macht's zweite Staffel The Acolyte und dann warten alle wieder durchdreht. Und jetzt wieder passt. Außer, wir hätten weiterhin starke Frauenrollen mit dabei gehabt. Starke Frauenrollen. Und vielleicht irgendwas anderes, was scheinbar woke ist, ich weiß nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin jetzt also ich mag jetzt, es reicht jetzt für heute mit der Acolyte. Wer mehr über die Acolyte von uns beiden hören will, der hört sich doch bitte unsere Steady-Folge an. Viel Spaß. Tu es. Was ist sonst abgesetzt worden? My Lady Jane. Stimmt. Die Mittelalter-Fantasy-Serie auf Prime, die eigentlich ziemlich gute Kritiken bekommen hat. Hätte ich auch mal so angeschaut? Na, ich habe nicht so viel Zeit. Der Trailer hat ein beschissenst ausgeschaut. Der Trailer war, naja, das ist halt so britische Comedy. Also da merkst du dann auch gleich wieder, okay, du bist halt da in deiner... das Deutsch ausgeschaut irgendwie. Wie hat die eine Serie mit dem Mr. Bean-Schauspieler geheißen, die ewig doch existiert hat, wo er doch so einen Lord spielt? Mit Mr. Bean? Ja, mit dem Robert Atkinson. Welche Serie hätten ihr sollt eigentlich so eine KI entwickeln, die immer die Schauspielernamen dann ausspricht. Keine Ahnung, wie die Serie kostet mit dem, weil mir nervt der. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, es ist auf jeden Fall, es wird keine zweite Staffel geben. Das ist natürlich viel trauriger wie die Acolyte. Heute einfach Hurzfetzmaul. Das war es soweit zu Fortsetzungen und Absetzungen, die ich habe. Eine wichtige Info noch für aus dem Disney Plus Bereich jetzt einfach mal noch Deadpool 3, die Torszene, die legendäre Torszene. Warum weint Thor? Der Ryan Reynolds und der Sean Levy haben gesagt, sie verraten nicht warum, aber diese Szene wird geplant, ist es von ihnen auf alle Fälle, dass diese Szene nur irgendwann aufgegriffen wird im MCU. Ja, aber Déjà-vu, das hast du schon mal in irgendeinem Format erzählt. Vielleicht, keine Ahnung. Wer weiß, was ich wann verzeihe. Ich bin ein alter Mann. Achso, das ist okay. Wenn jetzt ich irgendeine Info vom letzten Mal wieder verzeihe, dann flippst du aus. Na, du machst das ja nicht. Der Seppi ist ja der brunstdumme Hund. Was hat... Jetzt hör mal auf, über den Seppi zum Schimpfen. Nein, den besten wir jetzt richtig. Was ist das letzte wieder hergekommen mit Megan, Teil 2, kommt eine Fortsetzung zu Megan, die heißt Soulmate. Erstens mal haben wir das schon verzeiht, zweitens ist es keine Fortsetzung, Soulmate ist ein Spin-off, du dummer Hund. Scheiß Seppi. Und mittlerweile neue Infos, die Lily Sullivan ist in der Hauptrolle gecastet worden. Wer nicht weiß, wer das ist die Beth aus Evil Dead Rise, die Schwester von unserem Deadite. Und die Claudia Dumit oder so, keine Ahnung wie die heißt, aus The Boys, die Köpfe sprengen lassen kann, ist auch gecastet worden. Also Soulmate geht voran. Und es soll in die Richtung 90er Jahre erwachsene Liebesfilm gehen. Time to Fab praktisch. Bis zum Twist, also wahrscheinlich innerhalb von den ersten 3 Minuten, das war's dann. Ja, aber so halt immer. Ich wollte gerade sagen, brauchst du länger? Nein. Nee. Du hast letztes Mal noch eben auch dazu gesagt, dass Avatar 3 Fire and Ash kommt und eine Aussage von James Cameron, die ganz, ganz essentiell ist. Er trat definitiv als Regisseur auch Teil 4 und 5, es sei denn, er wird vom Bus überfahren. Wichtigste Info des heutigen Kassettenschmerz. Wow. Aha. Da darf ich auch mehr fettes Wow raushauen. Ich habe hier nur 2 Gerüchte. Soll ich das eigentlich noch reinstreuen? Also das eine Gerücht ist League of Legends. Arcane, glaube ich, heißt die Serie. League of Legends, Arcane, genau, ja. Arcane, genau. Die Firma dahinter, Riot, hat jetzt ihre Film- und Serienabteilung aufgesplittet. Und zwar in eine animierte Serienabteilung und in eine Live-Action-Abteilung. Das heißt, wahrscheinlich erwarten wir da bald auch Live-Action. Ja, weil Arcane hört ja mit der 2. Staffel auf. Ja, aber League of Legends ist ja riesig. Also da kannst du ja 800 Milliarden Stories erzählen. Ja, ich hab's nie gespielt, weil alle nicht in sich abgeschlossen sind. Das ist nicht meine Art von Spiel. Das ist nicht meine Art von Spiel. Echtzeitstrategie ist nur schlimmer. Nein, meine Art von Spiel ist 5 gegen Willi, das war's aber schon. Ja. Und da haben wir tatsächlich schon mal in unserer The Sadness-Folge drüber gesprochen. Ich glaube, das hast sogar du erzählt. Du kennst auch den Comic Crossed, oder? Ja. Genau. Die Info hätte ich auch dabei.
Sehr schön. Dann möchtest du sie erzählen. Du Mistdieb. Na, weil du wahrscheinlich die restliche Zeit die Endpfotzen nicht mehr aufbringst. Doch, ich habe immer noch was. Immer noch? Na, du Ja. hast jetzt angefangen, verzeih's. Das war's. Ja. Du hast ja damals gemunkelt, dass das Sadness höchstwahrscheinlich auf Cross basiert. Zumindest an der voll Parallelen, ja. Da bricht eine Pandemie aus und die Leute, die halt dann praktisch von dieser Krankheit befallen sind, müssen ihre Triebe ausleben und da gehört unter anderem ein blutrünstiger Mord dazu. Richtig geil. Wenn ich die Info richtig habe, aber du kannst mir jetzt gleich berichtigen, ist es von dem gleichen Comic-Autor wie von The Boys. Sie. Und die suchen halt jetzt jemanden, der sie erbarmt und die Serie verfilmt. Ja. Das ist Wow. der Truth. Wow. Du hörst überhaupt nicht zu. Du googelst Doch. wieder irgendwas anderes? Es gibt Nein, ich wollte nur Servus sagen, weil der Lucky, da ist wieder ein neuer Mann im Start erinnern. Der Lucky ist jetzt da. Servus, Lucky. Ja, servus. Aber es stimmt, der Garth Ennis, glaube ich, heißt der hat selber das Drehbuch jetzt schon geschrieben für Cross. Wie heißt der mit Nachnamen? Ennis. E-N-N-I-S. Aussprache, keine Ahnung. Die KI muss es irgendwann übernehmen. Dann spielen wir die über alle Folgen einmal drüber, dass alle Namen, die wir falsch gesagt haben, richtig nicht gesagt Anus. Okay. Nein, das nicht. Oder vielleicht ist Ennis die Mehrzahl von Anus, keine Ahnung. Aber, wow, Alter, Crossed als Film, da kann das nicht Serie. einpacken. Nein, also was mein Info ist, dass er einen Film gepitcht hat. Bei mir steht da Serie, aber gut. Ja, wo hast du wieder geschaut? Auf www.lügenpresse.de. Du, ich hab was gegessen, hab nebenbei mir eine Folge Dingskirchen angeschaut, It's Always Sunny in Philadelphia und hab dann nur hier die News da zusammengeschrieben. Ich bin so multitaskingfähig, das ist völlig irre. Dann wundert es mich nicht, dass so 3/4 nicht stimmt. Ha- Aber scheißegal, ob als Film oder als Serie, aber ich habe die ersten 2 Bänder gelesen und das auf die Leinwand oder auf den Bildschirm zu bringen, bin ich mal gespannt, wie weit das es sich geht trauen, weil da wieder von, wenn mich nicht alles täuscht, also Babymord, glaube ich, gibt's definitiv, aber ich weiß nicht, ob es sogar Babyvergewaltigung so einen Scheißdreck gibt. Also es ist wirklich, also Crossed geht so dermaßen hart an die Grenze mit allem. Das ist übel. Und werden dann Leute im Hintergrund zerstückelt und dann sechst und wenn du, das ist dann wie so ein Wimmelbild, weißt du, so, wirst du ein Idiot, wo ist Waldo? Gerade schaust, suchst du, wo ist die krasseste Szene gerade und dann ist einer im Hintergrund und fickt gerade ein abgeschnittener Fuß und so ein Zeug. Also Crossed ist wirklich, das ist für die richtig hartgesottenen zum Anschauen. Nicht schlecht auf alle Fälle, nicht schlecht. Schlecht konnte werden, gell? Okay, was hast du für News? Der Ryan Murphy ist gerade fleißig ohne Ende. Ryan Murphy, glaube ich, ist ja auch mit Produzent und Showrunner gewesen von American Horror Story. Unter anderem von der Serie Dahmer. Und da kommt jetzt dann die 2. Staffel von Dahmer. Die Geschichte ist ja zu Ende der Zeit. Jetzt muss ich gerade schauen, wie der geheißen hat. Monsters, genau. Ich glaube, dass diese Reihe und die unter der jetzt die Serien kommen, eben Monsters einfach heißt. Und die 2. Staffel ist jetzt Kyle and Eric Menendez Story. Da geht's um 2 Brüder, die ihre Eltern umgebracht haben, ich glaube in den 90er Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe. Es gibt da schon einen Trailer, schaut's euch an, das schaut schon wieder sehr stimmungsvoll aus. Startet schon am 19.09. und wenn die rechte Lage so bleibt wie Gandama, dann wird es wahrscheinlich wieder auf Netflix laufen. Aber da habe ich jetzt nichts Genaues gefunden. Aber das ist nicht das Einzige, denn der gute Herr bringt dann am 25.09. Auch schon die nächste Serie Grotesquerie auf Disney Plus, also eigentlich auf Hulu, bei uns halt dann via Disney Plus zum Schauen raus. Und ja, was soll ich mal sagen? Ryan Murphy Sachen, American Horror Story fand ich bisher überwiegend geil. Dahmer war bombengeil. Der Trailer jetzt zu dem Menendez-Fall, der schaut vielversprechender aus. Zu Grotesquerie habe ich nur ein Poster gesehen, aber selbst das ist gut. Schauen wir alles so. Nehmen wir zu alles Folgen auf. Jetzt wird nur noch, jetzt geht's richtig ab. Okay. Jetzt geht's richtig ab, Alter. Hast du Tulsa King angeschaut, das mit dem Stallone? Na. Ja, nicht, ich traue mich irgendwie nicht so ran, aber für die es angeschaut haben, 15.09. Paramount Plus, Staffel 2. Hab ich überhaupt Das ist nicht gar mitgekriegt. kein Film. Okay. Nein, das ist eine Serie. Aha. Schön. Aber, ja, keine Ahnung. Irgendwie traue ich mich da nicht ran. Übrigens, hast du das gesehen, schau?
Das ist ein, Sag mal, hast du das deinem Neffen gestohlen? Heute einmal, das haben wir selber gekauft. Das ist nämlich von Bautzner Senf ein Glasl. Ach so, okay, weil es schaut irgendwie aus wie so Babyglaserl. Bautzner, kann man das lesen? Bautzner Ja. Senf. Okay. Endlich wieder mal so wie früher, als wir Kinder waren, wo man dann Dinosaurier-Senfglas und so weiter gekauft hat, die dann sauber ausschwappt, dann hat man super coole Motive auf seine Trinkgläser gehabt. Merci Bautzner. Warum werden wir eigentlich nicht gesponsert von euch? Warum sage ich überhaupt deinen Namen, wenn du mich nicht sponsorst? Geiziger Verein ist das. Irre. Dann, ich glaube, geizig ist ein gutes Stichwort. Hey, der Philipp ist jetzt auch da. Box-Office-Zahlen. Philipp ist da. Ganz heiß. Sag es Heiß mal zum wie. Philipp. Hi Philipp. Heiß wie Tittenfett bist du, Tittenfett. oder? Hast du dich informiert? Borderlands ist ja jetzt bei uns mittlerweile in Deutschland auch schon angelaufen. Und wie viel Millionen Box-Office glaubst du? Keine Ahnung, ich hab nicht nachgeschaut. Nein, dann rate mal. Das letzte Mal waren es nach dem ersten Wochenende bei unglaublichen 8 Millionen. Weltweit, oder? Ja, ich glaube schon. Dann sage ich, sind wir jetzt bei 20. Wow, gut. 21. Ha! Ja, Ich bin in die USA ist ja schon der Streaming-Release-Date angekündigt worden. Also, Wann ist der? Läuft oder schon im Stream, oder? ich habe ehrlich gesagt da gar nicht da geschaut. Und ja, also es ist auch nicht so die Erwartung, dass der nur unglaublich mehr einspielt. Ja, Ganz dann im hat er zumindest Gegenzug- ein Fünftel von seinem Budget schon mal herin. Ganz im Gegensatz zu Alien Romulus, die mit einem Budget von 80 Millionen ab dem ersten Wochenende schon 108 Millionen Boxoffice eingespielt haben. Voll geil. Über den reden wir später in die Warlegs noch mehr. Völlig irre. Super. Longlegs ist erst vor kurzem angelaufen. Und das ist eigentlich irre. Die haben angeblich ein Budget gehabt von 10 Millionen und liegen jetzt Boxoffice-technisch bei 97 Millionen. Ja, passt. Mengen wir. Du hörst eh nicht zu, du schreibst die ganze Zeit im Chat. Dann haben wir. Nein, ich alle- schreibe privat auf WhatsApp. Ja, Das richtig. interessiert mich der Chat. Alle steht Kopf 2, 1,6 Milliarden. Das ist jetzt, glaube ich, der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten, oder? Irgendwie so. Und Deadpool 3, 1,1 Milliarden Boxoffice und ist die Nummer 1 bei den R-Rated Filmen, Boxoffice technisch. Hat jetzt vor kurzem Joker überholt. Schauen wir mal, wie Joker Folie à deux dann nachlegt. Ja, Bin die gespannt. müssen ordentlich nachlegen. Mhm. Genau. Genau. Hat er gleich gesagt, der Alvarez, der Regisseur von Alien Romulus, beziehungsweise hat er gesagt, er hat anscheinend gleich mal einen Alien vs. Predator Film gepitcht und hat gesagt, den darf er gern machen. Hat da anscheinend auch schon eine Idee und möchte den mit dem Prey-Regisseur an Dan Trachtenberg zusammen machen. War cool. Er hat so gesagt, so, ja, ich mach die eine Hälfte, er macht die andere Hälfte. Ja, passt, bin nicht dabei, count me in, you son of a bitch. Ja, das ist echt cool. Voll geil war das. Voll geil. Dann Voll geil. News für Mike. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob du das nicht schon mal hier irgendwo verraten hast. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie aktuell diese News ist, aber ich habe es zumindest heute erst erfahren. Masters of the Universe Film ist in Produktion und zwar Ja. von Amazon MGM Studio und wird voraussichtlich im Juni 2026 kommen. Ja, genau, und da ist ja schon das erste Casting bekannt gegeben dazu, nämlich die Camilla Mendes soll die Tila spielen und die Camilla Mendes kennt man aus Riverdale. Die Serie habe ich nicht angeschaut, gerade nebenbei immer, aber diese Frau ist mir im Gedächtnis geblieben, weil sie sehr ansehnlicher Mensch ist. Das ist doch nicht das erste Casting, oder? Die haben ja auch schon den He-Man-Schauspieler. Ach ja, den hat Ach ja. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob der offiziell war, aber das stimmt, jetzt was du sagst. Ja. Jetzt wo du es ihm sagst. Also wechselst lieber auf irgendwelche anderen News-Seiten, wenn sie richtige News haben. Weil jetzt bei uns ist das so Schulhof-News. Also Ja. wenn es da morgen in eurer Clique so in der Arbeit oder in der Schule dann da steht, ach, das am Ferien, egal, und ihr sagt dann, hey, was voll die coolen News und dann verwechselt einfach alles. Und sagt am besten am Ende mal, hat der Mike gesagt. Hat der Mike gesagt. Wisst schon, der Quamperte von Viva la Movie Illusion. Twisted Metal 2, Staffel 2 wird auch gerade gedreht. Ach schön, die kriegen eine Ja. zweite Staffel. Ja, das ist schon schön, weil die erste, die war nichts Besonderes, aber irgendwie ganz spaßig für zwischendurch. Die ist irgendwie total dumm, aber irgendwie cool. Schau ich mir gerne nochmal an. Außerdem mag ich den Anthony, weißt schon, unseren, wie heißt der?
Der neue Captain America. Total cool, aber dumm, war ein richtig geiler Untertitel für Viva la Movilusion. Eigentlich schon, Ja. Eigentlich schon. Naja. Hast du... Ja. Hast du Love, Death and Robots angeschaut? Bitte was? Love, Death and Robots. Ja, ich liebe diese Serie. Ja, die Macher bringen jetzt auf Amazon Prime eine neue Serie namens Secret Level, wird auch eine Anthology-Serie, so im Stil von Love, Death and Robots. Und da geht's um Spielefiguren. Unter anderem hat man schon gesehen, God of War, Pac-Man, Mega Man, Ghost of Tsushima. Bin ich gespannt, was das für ein Ding wird. Der Trailer schaut recht cool aus. Okay. Das ist ja also Trailer kann man sich auch schon anschauen. Secret Level heißt, aber mir darf man sich nicht mehr sagen, jetzt habe ich meinen Stift verloren. Tja, dann bück dich. Ich bin raus. Kraven the Hunter haben wir, glaube ich, auch schon angekündigt. Das kommt zum 12.12.2024 raus mit dem Aaron Taylor Johnson. Da freuen wir uns auch schon sehr. Ja, vor allem schaut jetzt der Trailer besser aus, als was davor gemacht haben. Was hast du in den neuen Trailer gesehen? Ausschnittsweise. Also jetzt kennst du zu Kraven the Hunter gibt es jetzt auch einen neuen Trailer und sie schlungen jetzt anscheinend auch eine R-Rated-Richtung ein, glaube ich, weil der Trailer jetzt schon überaus blutig ist. Im ersten Trailer war es ja wieder so ein Verdacht auf kinderfreundliche Bösewicht-Action. Was niemand sehen will? Kein Mensch nicht. Das ist bei Venom schon scheiße gewesen, das ist bei Morbius scheiße und war bei Kraven noch scheißerer geworden. Aber jetzt der neue Trailer spritzt Blut, er haut ganz schön umeinander und man sagt dann Rhino jetzt auch schon mal, und der scheint auch schon mal ein sehr comic-akkurates Auftreten zu haben. Also nichts komischer Roboteranzug aus Amazing Spider-Man. Jetzt, also mit dem neuen Trailer haben sie auf alle Fälle schon mal mehr Aufmerksamkeit von mir gekriegt. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so abgeneigt. Und wir alle wissen, das ist das Wichtigste. Wenn der Kani keine Aufmerksamkeit hat, dann... Dreht er durch. Genau. Ja, genau. Der B.A. Wild ist auch da. Haberdere. Mein Gott, du musst wie ist es mal, wenn wir 100 Leute im Chat haben? Du musst alle persönlich begrüßen. Definitiv. Hey, seid du nicht so unfreundlich zu unseren Leuten? Überhaupt nicht. Aber du bringst es mal raus. Weißt du, ich fange hier groß an, irgendwelche Ankündigungen zu machen und dann sprichst du einfach rein. Wie hat der Seppe in der letzten Folge gesagt, du mit deinen Durchschnittsnews, Alter? What? Aber jetzt müsst ihr wissen, ich bin ja schon mit zusammengearbeitet, das ist in der Arbeit auch so ein unfreundlicher Pisskopf, der grüßt in der Früh nicht, den kommt kein Servus, kein Grüß, der kann morgen aus der Fotzen raus. Da wenn du mit ins Kreis haust, dann merkt er gar nicht, dass du da bist. Richtig, und wenn mir einer grüßt, den schubst sie dann. Ja, genau. Was hast du gesagt? Aber erst, wenn er seinen Kaffee hat. Und zwar ja, von schon. hinten so. Oh, gestolpert, hä? Hast du vorher Servus gesagt, du Mistsack. Wake Up Dead Man, da weißt du ja auch schon drauf, ist nämlich schon abgedreht. Was ist Wake Up Dead Man? Knives Out 3. Ach ja, genau. Ist auch schon abgedreht. Ist abgedreht. Ist völlig abgedreht. Völlig abgedreht, Alter. Da haut hier heute die Witze raus. Und so wie die da unterwegs sind mit der Geschwindigkeit, wird es wahrscheinlich schon Anfang nächsten Jahres auf Netflix erscheinen. Ja, bin ich gespannt. Und, das ist meine letzte News von meiner tollen Liste. Dann wartet nur ein bisschen, lass mich auch noch mal. Ich habe nur 3 Seiten voll. Nur 3 Seiten habe ich eben noch voll. Ja eben, es kann ja sein, dass da mein News bei dir dabei ist und danach kann ich die Klappe halten. Flüstert man schnell ins Ohr, was hast du noch? John Wick 5. Ja, dann kannst du das sagen, weil die habe ich nicht dabei. Ja, also die Dreharbeiten zu John Wick Kapitel 5 sollen angeblich nächstes Jahr starten. Tatsächlich ist es von mehreren Seiten mittlerweile schon bestätigt worden. Und ja, das heißt wohl wieder Arbeit für den armen Keanu Reeves. Immer gut. Immer zweimal in die Brust, einmal in Immer gut. Gut, einmal. John Wick soll ja eine Sequel-Serie kriegen, die ist schon in Arbeit namens Under the High Table. Und also ich wüsste unter High Table bessere Sachen auch zum Stellen als zum Schießen, beziehungsweise ich darf wahrscheinlich auch schießen. Naja, ist ein anderes Thema. Na. Mein Stift geht nicht mehr gescheit, seitdem er runtergefallen ist. Ja. Wichtigste Info des Tages für den Corby, Mamma Mia 3 ist offiziell in Arbeit. Mamma Mia. Bye bye. I'm gonna miss you. Kann an Text nicht, doch ich singe mit. Er findet meine eigenen Textzeilen.
Jetzt hau ab. Ghostbusters ist offiziell von Netflix freigegeben worden. Und zwar eine 3D-Animationsserie. Oh. Ist es gut oder schlecht? Ah, ich weiß auch nicht. Ich hätte lieber Zeichentrickserie gehabt. Ich bin nicht so. Wenn es ein guter Animationsstil ist, dann lass es mir eingehen. Aber bei Ghostbusters, da habe ich ein bisschen so mein Retro-Nostalgie-Herz dann dabei. Und da hätte ich einfach lieber eine Zeichentrickserie gehabt. Naja, Ja. werden schon wissen, was dann am Ende ist. Es eh Geld. Und jetzt könnt ihr euch einen Trailer anschauen, denn am 10.10. erscheint der Tomb Raider Anime auf Netflix. Und dazu ist jetzt ein Trailer rausgekommen. Schaut cool aus. Kann man machen, da jetzt mal sagen. Kann man machen, was ich da jetzt mal sagen. Aber was Netflix-mäßig die coolste Info ist, nämlich der Eiichiro Oda hat ein Statement abgegeben wegen die Dreharbeiten zu One Piece Staffel 2. Dreharbeiten, sie laufen. Und er hat sich nochmal fett bedankt bei allen, die da jetzt Geld reinbuttern, weil es anscheinend, er hat nochmal bekräftigt, es ist wirklich so, dass das nur, wenn es von ihm so abgesegnet wird, dann wird es so ausgehauen. Also er regelt es, er hat die Hände über sein Werk da drüber und nur wenn er sagt, das passt, dann wird's gemacht. Und ich glaube, ich müsste nochmal schauen, es passt so gemacht. Er hat mich sogar eingestimmt, welche Arcs das in Staffel 2 vorkommen sollen. Es werden heute, morgen und übermorgen, glaube ich, in 3 Tage lang werden jetzt neue Castings bekannt gegeben. Und wir haben hier die... Dr. Kalea ist halt angekündigt worden, ja. Ja, genau, noch etwa, meine ich. Ja, der andere Doktor. Das kann sein, Der Bader, der Dr. Bader. Ja, ist eh klar, sie ist für den Thomas. Und zwar, sie wird Loketown, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island umfassen, die zweite Staffel. Ist viel Stoff für eine Staffel. Was, die kommen nicht nach Alabastia? Ist das wahrscheinlich Alabastia, wahrscheinlich kann das so im Finale dann gehen, halt Überleitung für Staffel 3, weil Scheiße. Schon irgendwie kacke, aber es ist halt, Alabastia ist eine eigene Staffel wert, oder? Voll scheiße. Voll scheiße, ich schau den Dreck Voll nicht mehr an. scheiße, Alter, was geht Ich da? schau ihn nicht mehr an, den Dreck. Und was noch cool ist, was heißt cool? Für die Ohren, weiß ich nicht. Wir wissen ja mittlerweile, dass Kang als Hauptbösewicht ja raus ist, weil der Jonathan Majors ja gern Kasala macht. Und jetzt kriegen wir dafür einen Dr. Doom mit Doomsday. Jetzt ist der Originalplot, ist jetzt geleakt worden. Ich lese jetzt schon auf Englisch vor, entschuldigt, mein Englisch ist nicht das Beste, aber es wird sich schon verstehen. In this film, the TVA began gathering anchor beings from across the multiverse, believing they are the only ones powerful enough to defeat the Council of Kangs. Tobey Maguire and Andrew Garfield were the anchors for their respective realities, while Tom Holland's Spider-Man served as the anchor for Earth 616. The movie was intended to be smaller in scope compared to Secret Wars, focusing more on Holland's Peter Parker, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Hugh Jackman's Wolverine, and other anchors like Nick Cage's Ghost Rider. The plan was for all of them to ultimately fail, leading to the collapse of the multiverse and Kang's creation of Battleworld. This would then set the stage for Secret Wars, where other MCU characters and additional multiverse figures would converge on Battleworld. Wenn da schon der Plan war, dass der Hugh Jackman als Wolverine dabei ist, dann können wir davon ausgehen, dass er wirklich bis er 90 ist an Wolverine spielen muss. Für Nick Cage ist das natürlich ziemlicher Schlag in die Fresse. Und übrigens, Shang-Chi hätte auch eine Hauptrolle in der Kang-Dynastie gespielt. Okay, und jetzt nimmer. Jetzt erst einmal nie. Das ist doch irgendwie echt bitter, dass praktisch wegen einem der Plan von mehreren nicht mehr funktioniert. Ja, schon irgendwie. Ja, und vor allem hätte man es canceln müssen, ich weiß jetzt auch nicht, weil, der Never Raven ist auch da, aber der, Entschuldigung, dass ich gleich gekriegt habe. Man hätte ja irgendwie einfach den umcasten können und sagen können, ja, okay, der Hauptbasic Kang ist halt einfach jetzt eine andere Variante und die schaut halt einfach ein bisschen anders aus, was möchtest du machen? Ja, gut, aber Dr. Doom endlich zum Kriegen ist auch geil. Oder? Doch,
Wow, ich kann nicht damit gar nicht, also ich hätte mit beiden nichts anfangen können. Also ich bin einer von den. Carsten Martins ist auch da heute mal jetzt. Was willst du eigentlich tun? Weißt du, es ist doch eigentlich schön, weil so wird es mehreren gehen, nicht nur mir, die da sehr jungfräulich an diese ganze Geschichte rangehen und die halt jetzt eigentlich gespannt gewesen warten, wie das jetzt weitergeht. Na, weil die anderen Leute, die da dabei sind, die informieren sich. Die sind nicht so wie du. Hast du einen Teaser zu A Night of the Seven Kingdoms angeschaut? Na. Da ist jetzt der Henry Ashton als der Daron Targaryen gecastet worden. Bekannt ist der Kerl aus Outlander, der Serie. Habe ich auch nicht angeschaut. Sein Gesicht kommt irgendwie bekannt vor. Vielleicht habe ich mal in irgendeinem Trailer oder so gesehen. Hast du, ist das auch ein Roman oder ist das nur ein Comic, ein Graphic Novel? Das ist ein Roman. Okay. Was ist denn der Heckenritter? Ist das auch ein Roman oder? Weil den gibt es, glaube ich, auch als Comic auf alle Fälle, den Heckenritter. Ach, Kani. Kani. Oh, der Kani weiß einmal was nicht in einer Dreiviertelstunde Aufnahme. Der Korbi ist wie heißt die Serie, wie heißt die Serie, über die du gerade gesprochen hast? Night of the Seven Kingdoms. So, und wenn du in irgendeinem Kassettenschmerz mal aufpasst hättest, was ich verzeiht hätte, dann wusste ich, dass das der Heckenritter ist. Das ist er. Ja, da schau hier. Ja, Korbi, du musst mal deutlicher werden. Das musst du mal ein bisschen deutlicher werden, weil das kann. Und du musst dich mal ein bisschen besser informieren. Boah, leck. Schade, dass ich hier nicht live schneiden kann. Jetzt kann die dein Blödschmerz von vorher da einfach nochmal reinspielen. Hey, so geht's nicht, gell? Ja. So nicht, gell? Hier. Last of Us 2, Staffel 2 ist abgedreht. Oh, hi, Lukas. Lukas! Weißt du, welcher Lukas das ist? Weißt du, welcher Lukas das ist? Das ist der Lukas, ein sehr fleißiger Schreiberling von scarymovies.de. Ah, guter. Ein guter ist das, ja. War schon mit dem Hardline, da habe ich ihn kennengelernt, da haben wir Gay 69 am Klo gemacht und seitdem verstehen wir uns recht gut. Bisher hat er es aber nicht nochmal geschafft, ins Hardline zu kommen, der Sack. Dafür habe ich jetzt null aufpasst. Was hast du gesagt? Last of Us Staffel 2 ist abgedreht. Sehr schön. Was ziemlich krass ist, die Caitlin Dever, die dann die Abby spielen wird, die hat extra Securities am Set braucht, weil sie Angst gehabt haben vor behinderte Fans, die Figur Abby so hassen und da anscheinend das dann an der Schauspielerin irgendwie auslassen möchten oder so. Was ist los mit den Leuten? Naja, gut. So wie du die schon bei der Ecolite Staffel 2, dass das abgesetzt ist, aufregst, wundert mich das nicht. Ja, aber ich darf keinen von den Schauspielern dafür leiden lassen, sondern die behinderte Fanbase. Okay. Die behinderte Scheiß-Fanbase. Ich darf da, wenn da irgendeiner wirklich was drohen, da ich sagen, ja, Falle Kim, und dann da ich sagen, der hat eine Knarre! Wollte jetzt nur mal so als Idee geben, aber. Ja, gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt habe ich da immer noch so viele News, Alter. Da ist noch so viel Zeug rausgekommen. Freitag der 13. Serie hat einen neuen Showrunner, Brad Caleb Kane. Namensvetter ist ein guter. Ist ein Showrunner von Welcome to Derry. Somit ist unser Freitag der 13. Serie nicht weg vom Fenster, wie schon oft gemunkelt worden ist. Dafür ist weg vom Fenster das Studio Gainax, die Neon Genesis animiert haben. Die ist pleite, das Studio. Und Spoiler. Das ist schon keine neue News. Das habe ich auch schon vor ungefähr 1,5 Monaten erzählt. Na. Ja, doch. Ja, okay, dann habe ich nicht zugehört, wie immer. Vor allem, also kann es sein, dass das ein alter Zettel ist? Den hast du jetzt gerade einfach umdraht? Das erklärt die Flecken und warum der zusammenpickt. Na, so ist der nicht, weil da zum Beispiel eine neue News draufsteht, wo Scary Movies Beste, Never Raven. Wenn es nicht auf ist, dass du uns fremd gehst, dann hau ich deinen Sacki. Leonine bringt morgen, Leonine ist ja seiner Gute, die bringen oft gute Sachen, ab und zu rücken sie was raus, meistens schiebt sie alles der Mike unter seine gierigen Nägel, aber sie bringen morgen The Strangers Chapter 1 raus. Da bin ich ja mal gespannt, weil ich bin großer Fan von dem ersten Strangers, aber gar kein großer Fan, passt, kann nicht immer recht, gar kein großer Fan vom zweiten Strangers. Weißt du, hast du überhaupt einen von denen zwei gesehen? Ich habe überhaupt keinen Peil, über was du redest. Hast du The Strangers nicht gesehen mit der Wirtsgehörsten, die Darwin gespielt hat, Liv? Taylor? Ist wurscht. Kann sein, ja. Sauguter Home Invasion Film, der erste. Und der zweite ist dann
Ja, der zweite ist halt auch da. Okay, na. Der ist halt einfach da. Hast in meinen Augen nichts verpasst. Aber schauen wir mal, was Chapter 1 jetzt kann. Tommy Wirkola, kennen wir ja mittlerweile auch alle, bringt im Sommer 2025 über Sony einen High-Thriller raus. Und wenn der Tommy Wirkola da drauf werkelt, dann kann es mal wieder ein richtig guter High-Film werden. Und wie Ben heißt der? Affleck ist noch kein Name nicht dabei gestanden, sondern nur geheißen, dass es ein High-Thriller werden soll. Wenn wir aber schon bei Tierhorror sind, Alexandre Aja dreht Crawl 2. Ah. Soll ich diesmal, Das ist doch auch alte News. Also das gibt's ja nicht. Das habe ich vor 4 Wochen gelesen. Nein, hast nicht. Ja, gelesen Doch. vielleicht. Aber Ja, dann, ist doch. es jetzt erst offiziell angekündigt. Dann schau ich mal alle Ja. Kassettenschmerz, so, die hast du nämlich nicht gesagt, diese News. Nein, das nicht, aber also du bist jetzt da schon ein paar Wochen hinterher. Kann das sein, bloß Nein. weil du das letzte Mal nicht dabei warst, dass du jetzt da alles mal Das raus hast, sind- über das wir... Dann hast du Gerichte gelesen und jetzt sind es offiziell mit Studios und so weiter angekündigt worden. Also, holst jetzt einmal die Fotzen. Ben Affleck Okay. macht jetzt, kommt im April 2025 mit The Accountant 2. Und eine traurige News zu Ben Affleck. Jennifer Lopez hat die Scheidung eingereicht nach 2 Jahren Ehe. Traurige News für den Affleck, gute News für uns, endlich haben wir wieder Chancen. Endlich haben wir wieder Chancen. Äh, Er hätte Okay. vielleicht doch nicht mit dem Karten in seiner Hand Sex haben sollen. Eine der besten Folgen. naja, Eine der da besten gibt Folgen. da gibt's schon bessere Folgen. Na, die ist super. Wie steht. James Wan macht ein Remake von Creature from the Black Lagoon. Finde ich auch ziemlich geil. Ich hoffe, dass es genauso geil wird wie der Unsichtbare. Aber beim James Wan brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Wenn der gute Herr was in die Hand nimmt, dann hat das Hand und Fuß. Pacific Rim kriegt eine Origins-Serie. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Es tut mir leid, alles, was du gerade sagst, das kommt mir irgendwie schon sehr bekannt vor. Gerade du, Saudepp, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, wenn es um Filme und Kassetten geht, der hat irgendwas davon verzeihen, dass er irgendwas davon schon gehört hat. In die Kommentare eine, Corby ist ein ahnungsloser und lügt. Schneller, hallo. Lass für die Dinger. Hast du Jujutsu Kaisen angeschaut? Diesen Anime? Na, War das, glaube ich, der Seppe, keine Ahnung. Der soll auf alle Fälle für unsere Anime-Watcher hier 9. Also im September diesen Jahres wird diese Serie enden. das ist Traurig. traurig. Das ist traurig, ja. Die soll ziemlich Bekannterweise. gut sein. Aber die sollen Die soll ziemlich aufhören, gut sein. andere Animes da zum pushen. Die sollen gefälligst die nächsten 8 Staffeln von Dorohedoro machen. Bist du Das durch war- damit? Das war tausendmal wichtiger. Ey, du, manga-technisch bist du da wahnsinnig schnell durch mit der ersten Staffel. Ist die Und, manga-technisch abgeschlossen, die Serie? Ja, die ist ja schon uralt. Die ist Ja, über die- 20 Jahre alt. Braxen ist jetzt auch da. Ich kenne dich zwar nicht, aber es ist schön, dass du da bist, Braxen. Stell dir mal vor, wie heißt denn du? Wie ist der Hofname? Bis der Hofname, ja. Weil Doro, das, Doro das ist wird so nur gut. so blutig und so abdraht und so geil. Her damit. Was ist da Immer los? her damit. Also, Und das- Chainsaw das- Man. Chainsaw Man, die nächste Staffel. Her damit. Und One Punch Man. Her damit. Goblin Slayer 2 ist jetzt heraus, also die zweite Staffel. Also Ja, da auch mehr endlich. damit. Mehr davon. Immer her damit. Aber wenn wir schon bei Animationseffekten sind, was ich ganz cool finde, der James Gunn hat geschaut, dass mit den Dreharbeiten zu Superman ein Jahr vor Release fertig ist, damit sein VFX-Team nur Zeit hat, damit sie es richtig herrichten. Das in der heiligen Zeit, in denen Effekte sicher immer kreisliger werden. Martin Heigemeier. Haben wir auch noch nicht da gehabt. Servus, dass du da bist. Er sagt, hallo ihr zwei. Hallo du einer. Hallo. In der Zeit, wo Effekte in Filmen, ja, bis auf Deadpool 3 war wieder mal ein positives Beispiel, immer beschissener werden, finde ich es geil, wenn ein Regisseur sagt, so, jetzt reicht's. Ich gebe meinem Team 1 Jahr Vorlaufzeit, damit mein Film gut ausschaut. Freue ich mich drauf. Freue mich gleich noch mehr da drauf. Aber wenn wir nicht an Henry Cavill wieder als Superman singen. Traurig. Ja, jetzt habe ich wieder nochmal eine halbe Stunde Lohr schmatzen müssen, weil du ja die ganze Zeit deine 3 Mails, die du dabei hast, deine Bringt nur Durchschnittsmails, alte deine Infos. dreckigen. Uralte Infos bringt er jetzt daher. Weißt du, Keiner hat da wahrscheinlich- eingestimmt, dass er das Kind hat. Halt dein Maul. Ja, kein Wunder. Und warum? Weil fast alle schlafen, weil die nichts Neues mehr hören. Oh, so im Sackel, du. Ach, Nicht du eine kennst dich News nicht hast aus. du davon kennt. Also das ist wirklich Ja, traurig, Conny. ahnungslos. Ich Du hoffe, bist dass traurig. Das nächste Mal wieder da. Ja, dann schlage ich alle 2.
Ja, war wieder mal eine tolle Folge. Vielen Dank, dass du mich so hervorragend unterhalten hast, mir und die Community. Bautzner, Senfglasel, vielen Dank dafür. Ja. Dann soll ich Aber wenn ich es mir abmoderieren, selber oder was? gekauft habe. Aber wenn ich es mir selber gekauft habe müssen. Ja, ist jetzt gerade schade, gell? Jetzt kommen gerade ein paar Leute neu dazu und jetzt sind wir gerade schon fertig. Tja, dann das ihr nächste Mal vorher grad- pünktlicher sein. Pünktlicher, genau. Wir kündigen mir das nicht umsonst im Vornherein schon immer auf Instagram an. In Zukunft möchte ich bei Anpfiff, dass ihr alle da seid. Und ich habe gesagt, in Kommentare reinschreiben, dass der Corby ahnungslose Wulsauer ist und die Sachen keine alten News waren. Ansonsten, sagen wir, merci, dass ihr zugeschaut habt. Das war nicht unser längster Kassettenschmerz, gell? Merci, dass ihr zugeschaut habt. Merci fürs dabei sein. Wir hören uns, wir sehen uns sogar wieder nächste Woche Montag schon, weil es ist ja heute Mittwoch. Also, wir sehen uns nächsten Montag. Wir hören uns, es kennt uns ja seit gestern schon, wieder hören mit The Ungentlemanly Warfare, oder? Ministry of Ungentlemanly Warfare. Genau, unsere neue Folge von gestern ist heraus. Der Corby und ich haben für euch den neuen Guy Ritchie-Film auf Amazon Prime geschaut. Krawallmaus fragt, ob ich nächste Woche bei Infected Rain bin. Kann passieren, wieder spontane Geschichte, weiß ich noch nicht. Ich hört unsere Folgen noch, ich schalte nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Kassettenschmerz und dann auch pünktlich, gell, Braxen und Martin. Und dann bereiten wir uns jetzt mal vor, um weiter zu schuften für unsere Hörerschaft. Sehr schön. Dann macht's es gut, auf Wiederschauen. Was soll die scheiß Katze überhaupt da vor mir tun? Aber sie ist geil, die Katze. Die ist genauso lästig wie du. Ja, Falle. Ich habe auch mal den Hunger und krieg nichts. Ah, das passt, genau. Ich muss jetzt auch noch meine Katzen futtern, bevor wir weitermachen. Ab der Fütterung. Tschüss. Ah, jetzt ab mit der Katze, mich aus davon da. Ja, ciao. Wiederhören. So. Stopp.